Ich lade dich ein, in die zauberhafte Welt der Märchen zu tauchen. Es ist gerade Weihnachten im ganzen Land. Es ist Abend. Frau Holle fliegt mit ihrem ganzen Gefolge durch die Luft. Frau Holle, wo man seit Urzeiten als grosse Göttin kennt. Die Muttergöttin, die zu den Pflanzen, Tieren und uns Menschen schaut, beschützt und über Tod und Leben entscheidet. Sie ist in dieser Weihnachtsnacht unterwegs. Sie haltet auf der Erde an und steigt vom Schlitten. Sie legt ihren Kopf auf die Erde, wo mit einer dicken Schneeschicht bedeckt ist. Sie hört und hört, wie sich der Saft von der Blumen in die Knollen und die Wurzeln zurückgezogen hat und auf den Funken vom Erwachen warten. Sie hört den ruhigen Atem der Tiere, die im Winterschlaf sind. Und sie hört den Wind kräftig durch die Gegend blasen. Da plötzlich wird sie von einem erbärmlichen Knacken gestört in dieser sonst so ruhigen Schneelandschaft. Sie steht auf und schaut in die Richtung, wo das ungesunde Geräusch herkommt. Mitten auf der Landschaft steht ein verkrümmt und verknorzter Strauch. Frau Holle läuft zu dem einsamen Busch ohne Blätter. Dort angekommen, bläst der Wind noch kräftig durch die Äste und lässt so das erbärmliche Knacken wieder entstehen. Es geht der Frau Holle durch Mark und Bein. Die Rinde von dem Strauch hat tiefe Furchen. Sie schüttelt den Kopf. Was hast du für Sorgen, dass du so erbärmliche Geräusche von dir gibst? O grosse Mutter, du hast allen meinen Gespannen grossen Sinn oder Nutzen gegeben. Doch ich bin leer ausgegangen. Die Nüsse vom Haselstrauch brauchen die Menschen. Aus der Weide machen sie Ruten oder flechten Körbe. Sogar am struppigen Ginster machen sie noch etwas daraus. Bäsen. Im Flachs hast du gute Fasern geschenkt, damit die Menschen Kleider daraus machen und sich schön kleiden. Die Blumen hast du mit Schönheit beschenkt und die Menschen erfreuen sich daran. Und dann war ein Moment ruhig. Frau Holle hat gemeint, ein Schluchzen zu hören. Doch mir hast du weder Nutzen noch Glanz geschenkt. Und dann war es ruhig. Die Worte vom knorrigen, verknorzten Strauch hat Frau Holle tief berührt. Und weil es eben gerade Weihnachtsabend war, ist sie besonders gnädig. Sie lächelt ihn an. Ich merke, du bist der Menschen wohlgesinnt. Und darum werde ich dich mit einem besonderen Geschenk segnen. Von heute an trägst du meinen Namen, Holderbusch. Dazu schenke ich dir edle Kraft, die dich zum wertvollsten Strauch von allen macht. Die Menschen werden dich schätzen und ehren. Und so ist es gekommen. Frau Holle hat die Heilkraft in die Rinde und in die Blätter gelegt, in die schneeweissen Blüten, die im Frühsommer blühen, und in die dunkelblauen bis schwarzen Beeren, die im Frühherbst reif werden. Schon gleich haben die Menschen gemerkt, wie viel Heilkraft der Holderbusch hat und haben sich darum den besonderen Strauch, der für sie inzwischen wie eine Apotheke geworden ist, als Haus und Hof gewünscht. Der Holderbusch hat sich geehrt gefühlt und gewertschätzt. Darum hat er sich gerne in die Nähe der Menschen niedergelassen. Bis heute sieht man an den meisten Höfen einen Holderbusch stehen. Seine Heilkraft macht die Kranken gesund und die Kinder tanzen gern um ihn herum. Frau Holle, ja, der Frau Holle begegnet mir sehr selten auf der Erde. Doch in dieser Zeit vom Jahreswechsel oder in der Rauhnacht, wenn der Schleier ganz dünn ist zu der anderen Welt, kann es sein, dass man ihr persönlich begegnet. Vielleicht nicht so, wie man sich vorstellt. Wenn dich aber eine alte Frau aus tiefem Herzen anstrahlt, wer weiss, das könnte sie sein.